تفتح بالكتاب وأزهر بالآي أشرق زاكيا وتنور ذوح كساه الطهر يا لجماله بمدارس تحفيظها قد أنورا بمدارس تحفيظها قد أنورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir werden inshallah heute mit dem letzten Teil über den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik weitermachen. Wir haben in den vorigen Unterrichten erklärt, was Al-Malik von Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet, wo es reflektiert in unserem Leben. Wir haben gesagt, ist das Khair oder Schar, wenn Allah einem Menschen Mulk gibt oder das Mulk einem Menschen entzieht. Wir haben darüber ausführlich geredet. Das heutige Thema ist Al-Malik und der Tawhid. Al-Malik, der Name Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik ist ein Name, der den Tawhid im Herzen eines Menschen verbreitet und den Schirk und die Behauptung des Schirks vernichtet und kaputt macht. In allen wichtigen Bereichen der Akida werden wir jetzt auch gleich merken im Unterricht, dass man immer wieder die Argumente des Schirks und Kufr mit dem Namen Al-Malik widerlegen kann, ganz einfach. Und dass der Tawhid richtig mit dem Namen Al-Malik, wenn wir diesen verinnerlicht haben und diesen verstanden haben in unserem Herzen, der Tawhid im Herzen des Menschen, der Tawhid in der Gesellschaft eines Menschen oder in der Regierung der Menschen danach sich verbreitet. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala erklärt immer wieder in den Mekki-Suren, dass Allah der Herrscher der Himmel und der Erde ist. In unterschiedlicher Art und Weise erklärt er immer wieder den Muslimen dort, dass Allah der Herrscher der Himmel und der Erde ist. Allah sagt im Koran, Allazi lahu mulku samawati wal ard, wallahu ala kulli shayin shahid. Es ist Allah, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört, und er ist wahrlich Zeuge über alles. In anderen Versen heißt es, wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. Es ist Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. In Wahrheit und wenn er spricht sei, dann wird es, sein Wort ist Haq. Unterschiedlichen Art und Weise kommt immer wieder, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Lahu mulku samawati wal ard. Ihm gehört das Mulk der Himmel und der Erde. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Es gibt zwei Überlieferungen vom Propheten a.s. Das eine ist von Qatada, wird überliefert, dass der Gesandte Allahs jeden, ob Kind oder ältere Person, folgenden Vers beibrachte. Dieser Vers ist der letzte Vers der Surah Isra, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Diesen Vers hat der Gesandte Allahs jeden, ob Kind, die angefangen haben zu lernen, oder ältere Menschen, beigebracht. Und sag, alles Lob, Hamd gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, der sich keine Kinder genommen hat. Und es gibt weder einen Teilhaber an seiner Herrschaft, noch benötigt er einen Beschützer vor Demütigung. Und verherrlicht ihn doch als den Größten. Ja, die macht Takbir. Diese Sache wird in der Surah Isra, in dem letzten Vers, schließt Allah die Surah Isra ab. In Surah Isra ist eigentlich, die Surah Isra ist eine Surah, in dem Allah subhanahu wa ta'ala die Behauptung der Mushrikun, die ganzen Behauptungen der Ahlul Shirk, der Mushrikun, dort widerlegt in Surah Isra. Auch wenn das nicht so ausschaut, ist aber das eine Widerlegung der Mushrikun, die Surah Isra, wenn ihr dies liest. Und Allah schließt es damit ab, indem Allah sagt, wie ich es gerade vorgelesen habe, Alhamdulillah, wa qul alhamdulillah, und sagt Alhamdulillah, Hamd gebührt Allah. Wisst ihr, was Hamd bedeutet? Hamd wird in den meisten Koranbüchern, in den Übersetzungen, als Lob übersetzt. Alles Lob gebührt Allah. Aber Hamd ist nicht gleichzeitig Lob, weil Lob kann man auch Allah zuschreiben und einem Menschen. Aber Hamd schreibt man einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala zu. Der Unterschied zwischen Hamd und Lob ist, wenn ein Mensch vor dir steht und du zählst einigen seiner guten Taten oder seine Vorteile auf, und er fühlt sich danach gehoben, er fühlt sich geehrt und fühlt sich gut. Das ist ein Lob. Zum Beispiel, ich sage zu jemandem, du bist ein sehr fleißiger Junge, du bist ein sehr schlauer Junge. Dann fühlt er sich gut, er fühlt sich gehoben. Das ist ein Lob, den spricht man an Menschen und an Allah subhanahu wa ta'ala aus. Hamd jedoch ist, wenn man eine
wenn man jemanden so sehr liebt, dass in der Herzen eines Menschen eine Dienerschaft entsteht, eine Ergebenheit entsteht und man diese Sache anbeten will. Indem wir zum Beispiel sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allmächtige, Allah hat zu allem die Macht, Allah ist allwissend, Allah ist Zeuge über alles. Allein wenn man diese Sachen aufzählt, diese Eigenschaften Allahs, dann entsteht in der Herzen eines Menschen eine Demut, eine Ergebenheit und man möchte sich diese Sache hingeben und diese Sache dienen. Das ist der Unterschied zwischen Hamd und Lob. Hamd ist eine Sache zu loben, sodass im Herzen eines Menschen eine Anbetung, eine Ergebenheit entsteht. Deswegen, Qul, sag, Alhamdulillah, alles Hamd gebührt einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Warum aber? Warum gebührt dieses Hamd einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala? Allazi lam yattakhiz waladan, weil er sich keine Kinder genommen hat. Walam yakun lahu sharikun fil mulki, und er hat sich weder Teilhaber an der Herrschaft genommen. Er hat niemanden, mit dem er das alles leitet und führt. Er macht das einzig und allein. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ. Und er braucht niemanden, einen Freund oder einen Helfer, der ihn schützt vor Demütigung. Er braucht sowas nicht. Wenn wir sagen, Allah, die Gläubigen haben Allah als Freund, Allah hat sich die Gläubigen zu Freund genommen, ist das nicht, weil Allah das nötig hat? Allah hat das nicht nötig. Wir haben sowas nötig, ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat sowas nicht nötig. وَكَبِرْهُ تَكْبِرًا, und Lobpreise Allah als den Höchsten. Diesen Vers hat der Gesandte Allahs den Kindern und den Älteren beigebracht. Von Ibn Abi Shayba wird überliefert, dass als die Kinder von Abdul Muttalib in dem Alter kamen, wo sie sprechen lernten, brachte man ihnen die Verse von Surah Furqan bei, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Tabarakallazi nazzala al-Furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Segensreich ist derjenige, der sein Diener die Unterscheidung offenbart hat, damit er für die Weltbewohner eine Warnung ist. Allazi lahu mulku samawati wal ard. Er ist derjenige, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Wieder kommt, diese Herrschaft gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet will eigentlich den Kindern von vornherein eine Sache klar machen. Oh ihr Kinder, denkt schon mal dran, wenn ihr jetzt in das Leben hineingeht, wisset, dass der Herrscher der Himmel und der Erde, der Besitzer der Himmel und der Erde, das, was ihr verlangt, wenn ihr in Not seid, wenn ihr eine Sache braucht, wenn ihr jemanden gehorchen wollt, wenn ihr euch nach jemanden Anweisung richten wollt, so tut es von dem Herrscher der Himmel und der Erde, und dies ist einzig und allein Allah, der sich weder Kinder genommen hat, noch Teilhaber genommen hat. Er ist einzig und allein. Yani, egal was ihr macht, denkt dran, ihr befindet euch in dem Mulk, in dem Besitz, in der ganzen Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr seid hier nur Gastgeber und Allah ist der Gastgeber und ihr seid nur hier zu Gast. Achtet drauf, nach welchen Regeln ihr euch verhaltet. Achtet drauf, von wem ihr verlangt. Achtet drauf, wie ihr eine Sache macht, denn Allah sieht wahrlich alles. Dies ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet a.s. unterschwellig den Leuten schon beigebracht hat. Wisset, das Mulk der Himmel und der Erde gehört einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Was glaubt ihr, was wäre, wenn jemand anders der Besitzer des ganzen Mulk wäre und nicht Allah? Oder was wäre, wenn jemand anders auch Teilhaber wäre im gesamten Mulk? Was wäre eigentlich? Habt ihr schon mal diese Frage gestellt? Allah subhanahu wa ta'ala beantwortet dies im Koran. Allah sagt, Am lahum nasibu min al-mulki? Oder haben sie etwa einen Anteil an der Herrschaft? فَإِذَا لَا يَأْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Wäre dies so, hätten sie einen Anteil in der Mulk von Allah, an dieser ganzen Herrschaft, dann würden sie den Menschen nicht mal ein Dattelgrübchen abgeben. Vom Dattel des Kerns, da sind manchmal so Grübchen dran, nicht mal dieses kleine Stück hätten sie den Menschen gegeben. Wäre jemand anders, Malikul Mulk, wäre jemand anders, der Mulkbesitzer, der Herrscher der Himmel und der Erde, dann hätte er den Menschen nicht mal das Grübchen eines Dattel gegeben. Deswegen kommen wir und sagen, Alhamdulillah, O Allah, dass du der einzig wahre König der Himmel und der Erde bist. Alhamdulillah, O Allah, dass du uns von niemand anderen abhängig gemacht hast, als nur von dir. Alhamdulillah, O Allah, dass wir nur dich anbeten müssen und nur von dir verlangen müssen und von niemand anderem. Und Alhamdulillah, O Allah, dass du der Herrscher der Himmel und der Erde, ein gnädiger Allah subhanahu wa ta'ala bist. Deswegen kommt immer wieder im edlen Koran vor, auch in Surah Tarabun, Lahu Mulk wa lahul Hamd. Ihm gebührt das Mulk, ihm gehört das ganze Mulk, ihm gehört die Herrschaft und ihm gehört das Hamd. Weil ihm das ganze Mulk besitzt und die Herrschaft gehört, ist das ein Allah, dem man Hamd machen sollte, dem man innerlich Lobpreisen sollte
und sich ihm ergeben sollte. Ich möchte jetzt auf Themen kommen, in denen die meisten Menschen in Schirk verfallen, in denen die meisten Menschen Schirk begehen. Diese sind eigentlich sehr bekannte Themen. Das ist das Thema von Dua, das Thema der Hakimiyya, das Thema von Al-Wala wal-Bara, es ist das Thema der Schafat. Das sind diese Themen, wo die meisten Menschen in Schirk verfallen und dort die Grenzen Allahs überschreiten. Und in diesen Bereichen kommt Allah mit dem Namen Al-Malik und zerschlägt die Argumente Schirk und die Leute des Schirk. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, Ad'u rabbakum tadarru'an wa khufiyya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Richte Bittgebete an euren Herren in Ergebenheit und im Verborgenen. Das ist eigentlich das Fundament des Tawhid. Richtet Bittgebete, Dua zu Allah in Ergebenheit und im Verborgenen. Das ist das Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sagt in einem Hadith, der wird bei Tirmizi überliefert, Ad-Dua'u huwa Ibadah. Dua ist Ibadat. Dua ist eine Ibadat, die man zu Allah subhanahu wa ta'ala macht. Was ist das Gegenteil von Dua? Es ist jemand anderen anbeten und zu hoffen oder zu glauben, dass etwas anderes dir einen Nutzen oder einen Schaden zufügen kann. Und deswegen betet man diese Sache an. Denn wenn ihr euch fragt, warum jemand etwas anbetet, sei es Hölzer, Steine, Statuen, Götzen, egal was anderes, man betet diese Sache nur aus einem Grund an. Und zwar, weil man denkt, diese Sache gibt mir einen Nutzen oder kann mir Schaden geben. Deswegen betet man diese Sache an. Das ist der einzige Grund. Wir zum Beispiel, wir beten Allah subhanahu wa ta'ala an. Warum? Weil wir Allahs Zufriedenheit erlangen wollen und das Paradies hineintreten wollen. Das ist ja auch wiederum ein Nutzen. Das ist ein Nutzen, den wir von Allah subhanahu wa ta'ala erwarten. Weil wir wissen, dieser Nutzen ist in Allahs Hand. Deswegen beten wir Allah an, weil wir von diesem Nutzen teilhaben wollen und ins Paradies eintreten wollen. Ja, egal was man anbetet, man betet die Sache an, weil man denkt, diese Sache gibt mir einen Nutzen oder kann mir Schaden zufügen. Das ist der Grund, warum man eine Sache anbetet. Es gibt eigentlich, wenn wir jetzt auf den Kern kommen, 4 Gründe, warum ein Mensch etwas anderes außer Allah anbetet. Es gibt 4 Gründe. Und ich werde im Anschluss 2 Verse aufzählen, wo Allah subhanahu wa ta'ala diese ganzen Gründe, die Sabab, die die Leute Schirk begehen, mit nur 2 Versen in Grund und Boden zerschlägt. Der erste ist, wenn man zum Beispiel etwas anbetet, egal was, ob es Mensch ist, ob es Steine sind, ob es ein Grab ist, egal was es auch sein mag, ob es Götzen sind, egal was es ist. Man betet diese Sache an, anstatt Allah, weil man glaubt, diese Sache gehört die Himmel und die Erde. Diese Sache ist Malikul Mulk, diese Sache ist der Herrscher der Himmel und der Erde. Das ist der eine Grund. Manche kommen, beten irgendwelche Götzen an, Statuen oder Isa oder was weiß ich was, Jesus, Sohn der Maria, und sagen, es ist Gott. Sie glauben, er hat die Befugnis in Himmel und Erde. Sie kommen ja nicht und glauben, diese Sache, die sie anbeten, hat die Macht, die Herrschaft über Himmel und Erde. Dann gibt es eine zweite Gruppe. Sie sagen, die Sache, die ich anbete, hat nicht Macht über Himmel und Erde, aber er hat Teilmacht. Er ist ein Teilhaber in der ganzen Macht. Deswegen bete ich diesen Teilhaber an, damit er meinen Nutzen mir gibt und mich von Schaden befreit. Tamam, Allah ist der Besitzer, der Herrscher, aber die Sache, die ich anbete, ist Teilbesitzer, Teilmacht und hat Teilherrschaft. Die dritte Art ist, indem man Schirk begeht, ist, man sagt, ich bete diese Sache an, diese Menschen, die Statue, egal was es ist, weil ich sage, okay, Allah ist der Herrscher der Himmel und Erde, aber Allah hat sich jemanden als Helfer genommen, als Wesir, der diese Angelegenheiten regelt und klärt, und er hat Befugnis darüber. Und dann betet man die Sache an, indem man sagt, diese Sache hat Befugnis, Allah hat sich die Sache als Helfer genommen, deswegen soll die Sache mir helfen. Man betet eine Sache an, wo man sagt, Allah hat sich die zu Wesir genommen. Und die vierte Sache ist, man betet eine Sache an, indem man sagt, ja okay, ihm gehört nicht die Herrschaft der Himmel und der Erde, er ist auch kein Teilherrscher, aber er ist auch kein Helfer Allahs, aber er ist ein Heiliger. Und weil er ein Heiliger ist, wenn ich ihn als mein Schafat nehme, als Heiliger, dann wird Allah mir meine Sache 100% oder dann werde ich meine Sache durchkriegen, egal was ich will. Wenn ich mir ihn als Schafat nehme, dann komme ich mit der Sache durch. Das sind die 4 Gründe, warum ein Mensch eine andere Sache anstatt Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Das sind die 4 Punkte, warum ein Mensch eine andere Sache statt Allah anbetet. Jetzt kommt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Saba, in der Surah 34, Vers 23 und 24, kommt Allah und sagt, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. Los, kommt jetzt alle herbei.
ruft alle diejenigen, die ihr anstatt Allahs anbetet. Ruft alle hervor. Alle, egal was es ist. Ob es die Priester sind, ob es die Rabbiner sind, ob es Jesus, Sohn der Maria ist, ob es eure Götzen sind, ob es eure Gräber sind, ob es eure Menschen sind, ob es eure Buddha-Statuen, egal was es ist. Ruft nun alle, ob es Lat, Manat, Uzza, egal wer es ist. Ob Saleh oder nicht Saleh, egal wer es ist. Ruft alle hervor. Alle. Ruft jetzt alle. La yamlikuna mithqala zarratin fis samawati wala fil ard. Sie besitzen nicht mal die Verfügung des Gewichts eines Stäubchen über die Himmel und der Erde. Sie haben nicht mal ansatzweise die Herrschaft, die Macht über die Himmel und der Erde, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind nicht die Herrscher der Himmel und der Erde, das fällt schon mal weg. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Und sie haben an ihnen beiden auch keinen Anteil Herrschaft. Sie haben an diesen auch nicht Teilherrschaft. وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَاهِرٍ. Und noch nahm er unter ihnen jemanden, der ihm Beistand leisten sollte. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Und die Fürbitte nützt bei ihm nicht, es sei denn von dem, dem er Erlaubnis dazu gewährt hat. Hier kommt Allah subhanahu wa ta'ala und zerschlägt alle 4 Punkte, alle 4 Gründe, warum ein Mensch Schirk begeht. Sie besitzen nicht mal das Stäubchen eines Kerns über die Macht der Himmel und der Erde. Sie sind kein Herrscher. Und sie sind keine Teilherrscher, sagt Allah. Und Allah hat sich niemanden von mir als Helfer genommen, der die Angelegenheiten Allahs klärt. Und denjenigen, den ihr als Schafat nimmt, der wird niemals Schafat machen können, es sei denn mit Allahs Erlaubnis. Nur mit Allahs Erlaubnis kann jemand Schafat machen. Wenn Allahs Erlaubnis nicht da ist, dann kann niemand Schafat machen. Wenn das doch so ist, wenn alle 4 Punkte nicht zutreffen und alle 4 Punkte in Allah seiner Hand ist, warum betet man nicht Allah subhanahu wa ta'ala an und nimmt sich etwas anderes, ob Holz, Statue, Stein, egal was auch ist, zu sein Gott? Wo doch Allah subhanahu wa ta'ala alle diese Punkte in seiner Hand besitzt und diese ganze Macht, über diese Macht Befugnis hat. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns auch ein Beispiel, ein praktisches Beispiel, und er sagt im selben Vers: Hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu maza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Danach, nachdem von ihren Herzen der Schreck weggenommen worden ist, sagten sie: Was hat unser Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit, und er ist der Allerhöchste und Allergrößte. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier? In einem Hadith, der wird bei Bukhari Muslim überliefert, sagt der Gesandte Allahs: Wenn Allah einen Befehl gibt, dann schlagen die Engel aus Ergebenheit ihre Flügel auf den Boden. Dies ist wie, als würden sie mit Ketten auf den Boden schlagen. Und danach sagen sie: Was hat unser Herr gesagt? Bei Ahmad ibn Hanbal in dem Musnad wird überliefert, dass wenn Allah Wahi gibt, eine Überlieferung gibt, dass die Engel alle, als fängt das Sama, der fängt an zu beben durch Allah, seine Kraft, Allahs Wort, die Härte, die Stärke, und alle Engel werden bewusstlos. Der erste, sein Kopf hebt, ist Jibril. Und die Engel erheben seinen Kopf und sie fragen: Was hat unser Herr gesagt? Und sie trauen sich nicht, zu Allah zu gehen. Wenn diese Furcht aus ihrem Herzen genommen ist, fragen sie erst: Was hat unser Herr gesagt? Aber sie trauen sich immer noch nicht, zu Allah zu gehen. Sie sagen: Er hat Haqq gesprochen. Er hat die Wahrheit gesprochen. Und dies geht von einem Sama zum anderen Sama, weiteren Sama bis an die unterste Stufe des Sama. Und sie sagen alle: Unser Herr hat die Wahrheit gesprochen. Jetzt guck mal, Allah gibt hier in diesem selben Vers das Beispiel. Wenn die Engel, die die besten Diener Allahs sind, die Allah dienen, ohne ermüdet zu sein oder erschöpft zu sein, weil Allah sagt im edlen Koran: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Und ihm gehört, was in der Himmel und auf Erden ist. Und diejenigen, die bei ihm sind, erheben sich nie über das Dienen ihm gegenüber, und sie werden dabei niemals müde. Diese Engel, die beten Allah Tag und Nacht an, sie werden nicht müde. Allah sagt: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Sie lobpreisen die ganze Nacht und den ganzen Tag, und sie lassen nicht nach. Und sie lehnen sich gegenüber Allah seinen Befehl nicht auf. La ya'sun Allah ma amarahum. Und sie erheben sich niemals über die Gebote Allahs auf. Sie führen alle Gebote Allahs aus. Wenn diese Engel, die so eine Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala dauerhaft mit Ibadat verbunden sind, nicht mal die Macht haben, irgendwas gegenüber Allah zu sagen, niemals etwas
vor Allah sich stellen könnten und irgendwas zu sagen, diese in Angst und Demut fallen, wie soll ein Mensch oder etwas anderes, was ebenfalls erschaffen worden ist, für dich oder für eine andere Sache Schafa'at machen oder Teilherrschaft besitzen oder ebenfalls ein Gott sein oder irgendwas besitzen an Herrschaft? Dies ist natürlich nicht richtig. Es haut nicht ansatzweise zu. Wenn die Engel es nicht sind, dann der Mensch erst recht nicht. Guck mal in einem anderen Vers in Surah Fatir, berichtet Allah über seine Hoheit, über seine Macht. Und dann kommt Allah und widerlegt wieder, dass niemand die Herrschaft besitzt außer Allah. Allah zählt auf, ich gehe das mal im Deutschen kurz schnell durch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das ist Allah, der euch aus Erde erschaffen hat, danach aus einem Samentropfen erschaffen hat. Daraufhin macht er euch zu Paaren. Niemand, keine Frau wird schwanger oder verliert das Kind ohne durch Allahs Wissen. Und kein Menschenleben wird verlängert oder verkürzt oder ohne dass es irgendwo bei uns festgeschrieben steht auf Tafeln. Nicht gleich sind die beiden Meere, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das eine ist süß und trinkbar und es ist schön und das andere salzig und brennend auf der Haut. Aber aus beiden Meeren, aus beiden holt ihr frisches Fisch raus, frisches Fleisch, was ihr isst. Und aus beiden holt ihr Schmuck heraus. Die Schiffe, die auf den Meeren sind, die aber nicht untergehen, sie sind eine Huld Allahs, auf das ihr nach der Huld Allahs trachtet und dankbar sein möget, sagt Allah. Er lässt die Nacht in den Tag hineingehen und lässt den Tag in die Nacht hineingehen. Und er hat den Mond und die Sonne dienstbar gemacht und alles läuft auf seine befristete Laufbahn. Nachdem Allah die Sachen aufzählt, seine Hoheit, seine Allmacht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكُمُ rabbukum lahul mulk. Dies ist Allah, euer Rabb, dem die Herrschaft gehört. Ihm gehört das ganze Besitztum, ihm gehört die Herrschaft insgesamt. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Und diejenigen, die ihr anstatt ihn Bittgebete zuruft, die ihr anstatt Allah anbetet, Dua macht, sie verfügen nicht mal das Häutchen eines Dattelkerns. Sie besitzen nicht mal das Häutchen eines Dattelkerns. Egal wer es sein mag, ob es Salih ist oder nicht Salih Menschen, ob es Kuffar sind, die ihr anbetet, ob es Steine sind, ob es aufrichtige Menschen sind, die jetzt auch gestorben sind, egal wer es sein mag, sie besitzen nicht mal das Haut. Ihr kennt ja eine Dattel, wenn ihr ein Dattel isst im Kern, danach kommt eine durchsichtige Haut. Nicht mal das besitzen diese Leute. Was glaubt ihr, wen ihr anbetet? Wie kann man nun jemanden anbeten, zu jemandem Dua machen, der nicht die Befugnis dafür hat, der keine Macht hat? Wie kann man jemanden anbeten, der gar nicht die Macht dazu hat, der dir das nicht mal geben kann, der selbst nichts besitzt? Wie kann man das machen? Wie kannst du an der Arbeit stehen und zu einem Mitarbeiter, der auch mit dir eingestellt wurde, sagen, hier mein Sohn, erhöh mal meinen Lohn ein bisschen, gib mir mal mehr Urlaubstage. Wie geht das? Wie kann man eine Sache, etwas bitten, was gleichwertig wie ein Mensch ist, was auch erschaffen worden ist? Nur derjenige, der erschaffen hat, dem die Herrschaft der Himmel und Erde gehört, dem das alles auch gehört, den muss man doch bitten. Wie kann man jemanden etwas bitten, der nichts besitzt? Wie kann man jemanden etwas bitten, der sich selbst nicht helfen kann? Wie kann man jemanden bitten, der nicht mal die Macht darüber hat, das auszuführen? Dies ist wahrlich, wenn der Mensch in Irrgang ist und wirklich tief in Irre geht, dann glaubt er, dass die Sache ihm helfen kann. Aber nichts anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala kann seine Duas im Endeffekt erfüllen, kann ihm das geben, was er will, kann ihm Nutzen geben oder auch Schaden zufügen. Niemand außer Allah ist es, der die Sachen machen kann. Guck mal, bevor Menschen Schirk begehen, auch zum Beispiel die Christen, sie haben ja Jesus als Sohn Gottes gesehen, aber das ging ja nicht von heute auf morgen. Es ging Etappe für Etappe. Dies geschieht, indem man einen Ort oder eine Zeit oder jemanden als heilig spricht. Guck mal, es gibt eine Eigenschaft Allahs, die ist Yakhtar. Allah wählt aus. Nicht Name, es ist eine Eigenschaft Allahs. Allah sagt im Edlen Koran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Allah, euer Rabb, ist es, der alles erschaffen hat und danach diese auswählt. Yani alles, was Allah erschafft, ist erstmal gleichwürdig. Es ist gleich. Dann wählt Allah aus, dass der eine höher ist, dass der andere an Rangstufe höher ist, dass das andere besonders ist. Allah erschafft erstmal alle gleich und danach wählt er aus. Zum Beispiel wissen wir, Allah sagt, ein Ort, Mekka und Medina, ein Gebet dort zu verrichten, ist viel mehr wert
als wenn du es zu Hause machst. Oder wenn du irgendwo anders in einer Moschee betest. Dieser Ort ist geheiligt. Allah hat diesen Ort auserwählt. Oder wir wissen zum Beispiel, Allah hat eine Zeit, besondere Zeiten auserwählt, die besonders sind. Das ist zum Beispiel die Laylatul Qadr oder die Tage von Zulhijjah, die ersten 10. Das sind besondere Tage. Oder von Ashura jetzt, der 10. Tag. Das sind Tage, die sind besonders. Die hat Allah für besonders gesprochen. Oder wir wissen zum Beispiel von Umar ibn Khattab, Hajarul Aswad, alle Steine, es sind gleich bei uns. Aber Hajarul Aswad ist von allen Steinen der wertvollste Stein. Warum? Allah hat es auserwählt. Umar ibn Khattab, ihr kennt es, er kommt, küsst den Hajarul Aswad und sagt, Wallah, ich weiß, dass du nur ein Stein bist und weder Nutzen noch Schaden hast. Ich küsse dich, weil der Gesandte Allah dich geküsst hat. Aber wir wissen, Hajarul Aswad ist von allen Steinen der wertvollste Stein. Yani, guckt mal, wenn ihr die Grenzen Allahs einhaltet und das, was Allah für heilig gesprochen hat oder für besonders gesprochen hat, ebenfalls für besonders haltet, dann ist alles gut. Aber wenn ihr anfängt, Zeiten, Orte, andere Dinge, die bei Allah nicht für besonders erklärt worden sind, ebenfalls für besonders zu erklären, dann fängt eine Sache, die mit Bidat vielleicht anfängt, irgendwann kann zu einem Schirk führen. Das ist das Problem. Man fängt zum Beispiel an, einen Ort für besonders zu heißen, dann sagt man, dieser Ort ist aber heilig, dann sagt man irgendwann, wenn du von diesem Ort losgehst, dann kommt Barakat, dann sagt man, wenn du von diesem Ort Dua machst, dann wird ein Dua akzeptiert, wenn du eine Sache, wo es kein Delikt gibt, irgendwann steigert man sich rein und das, was mit Bidat anfängt, wird irgendwann mehr und mehr und mehr, irgendwann wird die Sache für heilig zu einem Gott oder für eine sehr besondere Ecke gesprochen. Deswegen muss man diesbezüglich aufpassen, in der Religion ins Extreme gehen bedeutet das, Dinge, die Allah nicht für besonders erklärt hat, für besonders oder für heilig zu erklären. Deswegen müssen wir diesbezüglich aufpassen. Ich möchte kurz nochmal auf das Thema mit Schafat kommen, nochmal ankratzen, damit es wirklich diesbezüglich auch keine Zweifel gibt. Guck mal, die Mushrikun in Mekka, sie haben sich zum Beispiel die Götzen Lat, Manat, Uzza zu Fürsprechern genommen. Allah sagt in Surah Yunus, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Sie dienten anstatt Allah, was ihnen weder schadet noch nützte. Und sie sagten, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sagt, wollt ihr denn Allah kundtun, was er nicht kennt, weder in der Himmel noch auf der Erde? Preis sei ihm über das, was sie ihm zur Seite stellen. Allah sagt hier, sie haben sich Götzen genommen und haben einfach gesagt, die geben uns Nutzen und Schaden, haben diese gesagt, die werden vor Allah und Schafat machen. Die Idee von Schafat, von den Mushrikun war ja das gewesen. Allah, seine Strafe ist so gewaltig, du musst jemanden als Schafat nehmen, damit du gerettet bist. Wenn du das nicht machst, wenn du nicht jemanden als Schafat nimmst, dann wird Allah dich bestrafen. Du wirst nicht davon freikommen. Das war der Gedanke der Mushrikun gewesen. Deswegen haben die zum Beispiel die Staaten einfach genommen, haben irgendwas ihnen zugeschrieben und haben die angebetet, haben gesagt, das sind unsere Fürsprecher. Allah sagt, wir wüssten was davon, wenn es so wäre. Es ist aber nicht so. Jetzt kommt im edlen Koran kommt das Wort Schafat 25 Mal circa vor. 23 Mal ist das eine Verneinung, indem Allah sagt, niemand kann Schafat machen, liman azina lah, außerdem wir das erlaubt haben. Immer wieder, also 23 Mal von 25 Mal ist immer mit einer Bedingung, mit einer Verneinung, außer mit unserer Erlaubnis. Und einmal kommt, wo Allah sagt, das Schafat insgesamt allsamt gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Guckt mal, Allah sagt im edlen Koran, amittakhadhu min dunillahi shufa'a, haben sie anstatt Allah etwa Fürsprecher genommen, also etwas genommen, das Fürsprache einlegen soll? قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. Auch wenn diese, die ihr für Schafat handelt, glaubt, die könnten Schafat machen, nichts besitzen, keine Macht besitzen, keine Verfügung besitzen und über nichts verfügen und auch nicht begreifen, nimmt ihr die trotzdem zu ihrer Schafat? Sagt Allah, Qulillahu shafa'atu jami'an. Sprich, das Schafat insgesamt, allsamt, alles gebührt einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben diesbezüglich, der Bruder Furkan hat diesbezüglich über das Thema Tawassul ein Thema gemacht. Ihr könnt euch das Thema nochmal anhören, bezüglich Tawassul, Istighatha und Tabarruk. Ihr könnt euch das nochmal anhören, damit ihr das auch nochmal versteht. Nicht falsch verstehen, Schafat ist eine Sache,
die Allah einigen erlauben wird. Wir wissen, der Prophet wird Schafat machen, wir wissen, die Schuhada werden Schafat machen. Und Allah, es gibt Diener, die im Jenseits, weil Allah sie liebt, erlaubt, Schafat zu machen. Sehr wichtig. Aber wenn ihr glaubt, eine Sache unabhängig von Allah kann Schafat machen, eine Sache kann ohne die Erlaubnis Allah zu Allah gehen und Allah um etwas bitten, das geht nicht. Niemand wird im Jenseits kommen können und zu Allah gehen oder etwas stoppen und sagen, oh Allah, stopp mal. Oder oh Allah, warte mal. Oh Allah, ich bitte dich, mach das andere. Das geht nicht. Außer mit Allahs Erlaubnis können die das machen. Ansonsten geht keine Schafat. Ansonsten kann niemand Schafat machen. Guck mal, selbst die Propheten können kein Schafat machen. Die besten Menschen auf der Welt sind die Propheten, die können kein Schafat machen. Guck mal, Allah sagt im edlen Koran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Ungläubige sind ja diejenigen geworden, die gesagt haben, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Yani Isa ist Allah. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Sagt, wer soll Allah subhanahu wa ta'ala hindern daran, wenn Allah Isa und seine Mutter und alle, die auf der Erde sind, vernichten wollen würde? Wer ist es, der Allah sich da gegen Allah stellen könnte? Sagt Allah mit dem Koran. Wenn Allah, Jesus, Sohn der Maria, den ihr doch anbetet als euren Gott, die Mutter von Jesus und alle Menschen auf der Erde vernichten wollen würde, wer könnte kommen und sagen, mach das nicht, oh Allah? Wer könnte sich dazwischen stellen und sagen, oh Allah, nein, das geht nicht? Wer könnte das machen, wenn Allah es wollen würde? Niemand könnte das machen. Warum aber nicht? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Warum kann das niemand machen? Warum kann das Allah machen und niemand kann sich dazwischen stellen? Weil Allah gehört das Mulk, der Himmel und der Erde und alles, was dazwischen ist. Wer will was machen? Niemand könnte was da machen. Deswegen ist Schafat eigentlich folgendes. Schafat ist, Allah subhanahu wa ta'ala erlässt ein Urteil und weil er einen Diener liebt, lässt er diesen Diener diese Nachricht übermitteln. Das ist eigentlich Schafat. Weil ihr könnt zum Beispiel, auch wenn ihr Shahid oder Prophet seid, niemals für einen Muschrik im Jenseits Schafat machen. Das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Warum? Weil Allah es niemals erlauben wird. Ihr könnt sowieso nur Schafat für die machen, die Allah es auch erlaubt. Yani wo Allah damit einverstanden ist. Wenn Allah eine Entscheidung getroffen hat, dann liebt Allah diesen Menschen und dieser Mensch kann diese Nachricht übermitteln. Das ist eigentlich Schafat. Denn wen sollte man eigentlich danken? Derjenige, der die Nachricht übermittelt oder derjenige, der die Entscheidung gefällt hat? Derjenige, der die Entscheidung gefällt hat. Deswegen, man sollte nicht auf den Finger gucken, sondern auf den Mond. Man sollte Allah subhanahu wa ta'ala danken, weil er ist es, der im Endeffekt die Erlaubnis für Schafat gibt, der dich errettet. Sonst niemand anders. Ich möchte jetzt auf ein wichtiges Thema kommen, und zwar ist es ebenfalls ein Thema, was seit den ersten Menschen schon als Problem begonnen hat. In der gesamten Menschheitsgeschichte gibt es immer wieder einen Kampf, einen großen Krieg. Dieser Krieg und Kampf um die Hakimiyat, um die Gesetzgebung auf der Erde. Wer wird herrschen? Die Macht. Guck mal, ich möchte mal auf etwas hindeuten. Ihr wisst, als Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt den Gesandten Allahs, dass Zayd seine Frau scheiden soll und der Gesandte Allahs soll die Frau von Zayd heiraten. Dies ist eigentlich eine sehr krasse Sache gewesen. Auch für den Propheten, den Leuten das zu erklären, den Sahabas das zu erklären, auch den Feinden das zu erklären, war es sehr schwer gewesen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sendet circa, nicht mal fast, eine halbe Seite nur über die Sache hinab im edlen Koran. Surah Ahzab. Dass in Medina die Munafiqun eine Moschee gründen und der Prophet diese Moschee niederfackelt, die Masjid Dirar, eine große Fitna, da könnte eine brutale Fitna entstehen in Medina, die reden darüber, der Mohammed verbrennt seine eigenen Moscheen und dies und das und Konkurrenz, was weiß ich, hätten die Fitna machen können. Allah sendet in Surah Tauba nicht mal eine halbe Seite hinab. Allah wechselt die Qibla von Masjid al-Aqsa zu Masjid al-Haram. Allah sendet fast ca. ein Juz hinab diesbezüglich. Ein ganzes Juz sendet Allah diesbezüglich herab. Von Masjid al-Aqsa das Gesicht zu wenden, nach Masjid al-Haram die Richtung zu beten. Fast 30 Seiten sendet Allah hinab, um die Sache zu erklären. Als erstes kommt Allah und erklärt, was
die Juden für ein Volk sind überhaupt? Allah zählt auf, dass sie ein Volk sind voller Zorn, voller Neid, voller Hass. Allah zählt über das Volk auf und dann Allah kommt dazu und sagt, wendet euer Gesicht Richtung Masjid al-Haram. Guckt mal. Warum? Weil die Mushrikun, die Munafiqun, die Juden, alle kommen, haben gesagt, oh, jetzt wendet Mohammed einfach mal so das Gesicht von Masjid al-Aqsa nach Masjid al-Haram. Ihr wendet euch eure Qibla jedes Jahr oder was? Wenn das doch die wahre Religion ist, wie kann sich ein Gesetz Allahs ändern? Wie soll sich ein Gesetz Allahs ändern? Wenn das doch wirklich das Gesetz Allahs ist. Nein, Mohammed denkt sich nur die Religion aus. Und dann kommt Allah und erklärt es. Allah sagt im Heiligen Koran, Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayri minha aw mithliha. Wenn wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, dann bringen wir einen besseren Vers oder einen gleichwertigen Vers dafür. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir? Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard? Weißt du denn nicht, dass Allah der Herrscher der Himmel und der Erde ist? Dass Allah der Besitzer der Himmel und der Erde ist? وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Und wisst ihr denn nicht, dass ihr außer Allah weder Helfer noch Schutzherren habt? Allah kommt und widerlegt diese Sachen. Warum? Allah kann Gesetze erlassen, wie er es möchte, weil es sein Mulk ist. Jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Wenn heute jemand kommt, okay, also dieser Vers so, Allah kann Gesetze erlassen, wie er es möchte. Er ist keinem Rechenschaft schuldig und er macht es und wir müssen uns einfach diesen Gesetzen ergeben, ob es uns passt oder nicht. Jetzt eine Frage, die Qibla haben wir gesagt, die Qibla von uns ist hier in Masjid al-Haram. Was ist denn, wenn jetzt heute jemand kommen würde, Bruder, und sagen würde, von nun an erlassen wir ein neues Gesetz in der Regierung, die Qibla wird nicht mehr Masjid al-Haram, sondern wird die Ayah Sophia sein, weil Ayah Sophia ist eine besondere Moschee, es ist eine geehrte Moschee. Von nun an werden wir Richtung Ayah Sophia beten. Was wird mit diesem Menschen, der das macht, der dieses Gesetz umändert? Er wird zu einem Mushrikun. Warum? Er verleugnet den Vers Allahs. Allah sagt, wendet euer Gesicht Richtung Masjid al-Haram. Und wenn jemand kommt, sagt nun, ja, das stimmt, das steht im Koran, wir leugnen das nicht, aber wir beten in Richtung Masjid, erstmal die Ayah Sophia, und wenn wir irgendwann die Macht bekommen haben, in Istanbul so erstmal die Macht zu kriegen, und irgendwann wenden wir das wieder zurück. Wenn jemand das sagt, dann wird er zu einem Muschrik, weil er verleugnet einen Vers und lehnt sich über einen Vers auf. Richtig? Wenn man das Gesetz erlässt, sowieso. Jetzt eine Frage. Was ist denn der Unterschied, wenn jemand sagt, ihr müsst in Richtung Ayah Sophia beten, dieses Gesetz erlässt, oder wenn jemand kommt und sagt, wenn Allah sagt, Alkohol ist für euch verboten worden, Zinsen sind für euch verboten worden, Sinna ist für euch verboten worden, diese ganzen Sachen sind für euch verboten, und jemand kommt, er lässt ein Gesetz und sagt, Alkohol ist erlaubt in Läden, Zinsen geben und nehmen soll halal und tosch für euch sein, in Bordellen Sinna machen wird nicht bestraft, man kann in Bordellen gehen und sich austoben. Was ist denn mit jemandem, der das sagt? Was ist der Unterschied? Beide sind Gesetze Allahs. Beide sind Gesetze Allahs. Es gibt keinen Unterschied. Die Menschen, die würden sagen, wenn man die Qibla ändern würde, ja, das geht nicht, dann ist das ein Kafir, der hat einen Vers geleugnet. Und wie kann man so ein Gesetz erlassen? Das ist doch unvorstellbar. Dieselben Menschen, sie kommen heute, erlassen Gesetze, genau widersprechen den Gesetzen Allahs. 1:1 den Gesetzen Allahs. Diese Leute sind die Mushrikun. Denn Gesetze zu erlassen ist eine Eigenschaft, die göttlich ist. Gesetze zu erlassen ist die Eigenschaft nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagen wir, inil hukmu illa lillah. Die Gesetzgebung gebührt einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Amara alla ta'budu illa iya. Dhalika dinul qayyim, walakin aksara nas la ya'lamun. Und uns wurde befohlen, nur Allah anzubeten. Dies ist der wahre Glaube, die meisten der Menschen wissen es nicht. Deswegen kommen wir und sagen, der Gesetzgeber, der einzig wahre Gesetzgeber ist Allah. Denn derjenige, der die Herrscher der Himmel und der Erde ist, der ist auch Gesetzgeber dazwischen. Und sonst niemand anders ist Gesetzgeber. Allah sagt zu uns, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Auch worüber ihr auch immer nur uneinig seid, egal in welchem Thema ihr uneinig seid, strittig seid, so ist darüber das Urteil, das Gesetz ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ وَأُنِيبُ. Dies ist Allah, mein Rabb, ihm vertraue ich und auf ihn verlasse ich mich. Warum ist Allah aber der einzige Gesetzgeber? Warum?
Warum ist Allah der einzige Gesetzgeber? Guck mal, das ist kein Slogan. Das Thema der Hakimiyat ist ein Thema, die wirklich Fundamente in der Aqida hat. Das ist kein Thema oder ein Slogan, wie die Linksextremen reinrufen, die Gesetzgebung gehört Allah. Das ist wirklich ein Thema, was Fundamente in der Religion hat und in der Aqida. Feste Beweise hat, zig Beweise mit edel Koran und Verse. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, das sind die Kuffar. Wollen sie etwa die Gesetzgebung der Jahiliyyah haben? In den Hukmu illa lillah, die Gesetzgebung gebührt Allah. Es gibt zig Verse darüber, das ist ein wirklich tiefes Thema. Warum? Aber warum gebührt die Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala? Allah sagt, Fatirus samawati wal ard. Allah ist der Urheber, der Schöpfer der Himmel und der Erde. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yazra'ukum fih. Er hat euch aus Paaren erschaffen und die Tiere auch aus Paaren erschaffen und er versorgt euch. Laysa kamithlihi shay'un. Nichts ist ihm gleich. Wa huwa as-sami'ul basir. Und er ist der Allsehende und Allhörende. Lahu maqalidus samawati wal ard. Ihm gehören die Schlüssel der Himmel und der Erde. Ihm gehören die Schlüssel der Himmel und der Erde. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu bi kulli shay'in alim. Und er gibt das Rizq, wen er will und in einem Maß, wen er will. Und er weiß über alles Bescheid. Weil Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat, weil Allah die Schlüssel der Himmel und der Erde bei sich befindet, weil Allah der Versorger ist, sagen wir, gebührt ihm auch einzig und allein die Gesetzgebung. Jetzt guck mal. Wir haben gesagt, Allah ist der einzig wahre Gesetzgeber. Dies ist eine Eigenschaft, die Allah einzig und allein gebührt. Wenn jetzt jemand kommt, Gesetze erlässt, wenn jemand kommt, Gesetze erlässt, dann stellt er sich neben Gott zu Allah auf. Er sieht sich als Teilhaber, er sieht sich auch als Teil Gott und sagt, ich kann auch Gesetze erlassen. Allah soll die Gesetze der Natur erlassen, Regen, Wasser, alles, aber ich werde die Gesetze der Erde erlassen. Er sieht sich als einen Teil Gott. Allah sagt aber in Surah Kahf, وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Allah hat sich aber in der Gesetzgebung keinen Teilhaber genommen. Allah spricht besonders die Hakimiyya. Allah hat sich in der Hakimiyya keinen Teilhaber genommen. Wie könnt ihr kommen, Gesetze erlassen, außer Allah? Ilahun ma'allah? Gibt es dann Götter außer Allah? Oder Arbabu mutafarriquna khairun amillahu al-wahidul qahar? Sind etwa mehrere Götter besser? Oder ein einziger, der Wahid und Qahar ist? Yani, Leute kommen und stellen sich auf, erlassen Gesetze, sehen sich als Teilhaber, aber Allah sagt niemals, ich habe mir niemals Teilhaber genommen und die Gesetzgebung gehört einzig und allein mir. Ich teile das mit niemandem, genauso wie ich meinen Mund mit niemandem geteilt habe. Die Leute kommen, aber erlassen Gesetze. Wisst ihr, warum das passiert? Weil der Mensch, Firaun, wenn der Mensch glaubt, eine Sache zu besitzen, dann kommt er und will über die Sache bestimmen. Das ist das Problem. Firaun hat auch gesagt, ich bin der König über Misr. Und dann hat er Gesetz erlassen, hat sein Tughyan betrieben. Wenn jemand kommt, glaubt, dieses Gebiet, dieses Land gehört mir, diese Gegend gehört mir, ich kann Gesetze erlassen, dann denkt er falsch. Ihm gehört das nicht. Das versteht er nicht. Würde er wissen, dass Allah Al-Malik ist, Allah das gehört, so würde er nach den Gesetzen Allahs regieren. Weil er glaubt, dieses gehört ihm, so regiert er mit seinen Gesetzen. Guck mal, ich bitte euch, wenn ein Land die Grenze eines anderen Landes überschreitet, dann ist das ein Kriegsgrund. Dann ist das ein Kriegsgrund. Wenn ein Flugzeug von einem anderen Land, Jet, in ein anderes Land hineingeht, ist das ein Kriegsgrund. Die Leute überschreiten die Grenzen Allahs tagtäglich. Aber wenn jemand das mit ihrem Gebiet macht, dann ist es ein Kriegsgrund für sie, um Leute zu töten. Wenn jemand in deine Wohnung kommt und sagt, ich mache den Tisch anders, von nun an gelten andere Regeln, von nun an gehst du mit Schuhen in die Wohnung, von nun an wird das Wasser anders gemacht, von nun an wird das getrunken, von nun an wird das gegessen, was würdest du sagen? Kardesh, pass mal auf, geh mal aus der Wohnung. Das ist, was der Mensch am meisten verabscheut, in seinem Gebiet, in seinem kleinen Mulk, in seinem 40 Quadratmeter Mulk, wenn jemand anders da reinkommt und mitbestimmt. Das ist das, was der Mensch am meisten verabscheut. Wenn der Mensch doch bei 40 Quadratmeter das nicht akzeptiert, wie soll Allah subhanahu wa ta'ala das auf seine Mulk, auf seine Himmel, auf seine Erde das erlauben? Das geht nicht. Qutila al-insanu ma akfara. Sterben soll der Mensch, wie undankbar er doch ist. Wie undankbar er ist doch. Wenn es um ihn selbst geht, ist er sehr streng und kennt kein Ahwanu Shar, kennt kein aber das bessere Übel oder kennt keine Ausreden, kennt keine Argumente, aber wenn es um ihn geht, dann ist das alles, bleibt alles stehen. Da gibt es keine Ausreden oder hey, komm, wir machen erstmal und das bessere Übel oder was weiß ich was. Aber wenn es um Allah geht, gibt es 1000 Argumente. Das bessere Übel und das gibt Vers und die Nier und er meint das. Oh,
Ein bisschen ehrlich muss man sein. Ein bisschen ehrlich sollte man schon sein. Zumindest sich gegenüber. Auch wenn man die Wahrheit nicht akzeptieren will, seid doch zumindest ehrlich und lügt doch nicht. Deswegen, wenn jemand begreift, dass Allah Al-Malik ist, der Herrscher der Himmel und Erde, wird er verstehen, dass Allah der Besitzer auch dieser Erde ist und dass du niemals der Besitzer bist, dass du irgendwann sterben wirst und von dieser Welt gehen wirst und alles verlassen wirst. Wenn du aber begreifst, dass Allah der Besitzer ist, so wirst du dich ihm und seinen Gesetzen fügen, weil du weißt, du bist nur Gast und er ist der Gastgeber. Man richtet sich nach den Gesetzen des Gastgebers und nicht der Gast kommt und fühlt sich hier auf. Dies alles nur eine Amana. Ich möchte auf ein anderes Thema kommen, und zwar das Thema von Al-Wala wal-Bara. Guck mal, es gibt eine Waqidul Islam oder Al-Fasu Küfr, Af'alu Küfr, Dinge, die den Islam zerstören, wo du aus dem Islam austrittst. Man kann zum Beispiel aus dem Islam treten, wenn man etwas vom Islam beleidigt, ein Vers, oder sich lustig macht, oder eine Sache verleugnet oder ablehnt. Das geht alles, dann wird man zu einem Kafir. Aber die meisten Menschen, die in Kufr verfallen, sind aufgrund von Al-Wala wal-Bara. Das ist ein Thema der Aqida, das ist ein Aqida-Thema. Guck mal, wir haben gesagt in den letzten Unterrichten, dass Allah einem Menschen Mulk gibt, ist kein Maßstab, ob Allah diesen Menschen liebt oder nicht liebt. Denn wenn Allah einem Menschen Mulk gibt, einen Besitz oder Reichtum oder etwas gibt, haben wir gesagt, dann ist das nicht zwangsläufig so, weil Allah diesen Menschen liebt. Und wenn Allah einem Menschen nichts gibt, an Mulk, an Besitz, dann heißt nicht, dass Allah diesen Menschen nicht liebt. Wir haben ja gesagt, es gibt Istidraj und es ist eine Prüfung. Und wir haben ja gesagt, das ist nicht das Maßstab, weil Allah sagt, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah gibt Mulk, wen er will, er entzieht es, wen er will. Er gibt die Ehre, wen er will, erniedrigt, wen er will. Yani, wir haben gesagt, Ehre und Mulk haben nichts miteinander gemeinsam und ist nicht das Maßstab, dass Allah einen Menschen liebt. Jetzt ist es so, jeder Mensch, Achi, ist auf Hilfe angewiesen. Jeder Mensch. Wir Menschen sind schwach. Zum Beispiel, wir sagen ja, Al-Awwal Rafiq, Summa Tariq. Wenn du eine Reise machst, dann nimm zuerst einen Freund, dann die Reise. Weil mit einem Freund wird die Reise angenehm. Oder zum Beispiel, wenn du Ilim lernen willst, sagen wir, dann such dir einen guten Partner, weil ihr werdet euch gegenseitig gut motivieren. Allein beim Sport ist das ja auch so. Wenn du Sport machen willst, such dir einen guten Partner, man motiviert sich gegenseitig. Der Mensch ist immer auf Hilfe angewiesen. Wenn du Tijarat machen willst, wenn du einen Ortak hast, also ein Partner, ein genau Teilhaber, dann ist das einfacher, dann teilt ihr euch den Stress, dann das Gewinn und Kosten werden alle aufgeteilt, es ist angenehmer. Selbst die Propheten haben Helfer gebraucht. Deswegen sagt Allah, also durch die Worte des Propheten im Koran, Man ansari ilallah. Die Propheten haben gesagt, wer wird mir helfen auf Allah seine Religion? Wer wird mir helfen, Allahs Religion zu verkünden? Das haben die Propheten gebraucht. Die Propheten haben selbst Helfer gebraucht. Und wir haben ja gesagt, die Gelehrten, die bis in unsere heutige Zeit kommen, hatten gute Helfer. Zum Beispiel die 4 Mazhab-Gelehrten, das heißt Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmed ibn Hanbal. Es gab ja viele andere Mazhab, aber die 4 sind zu uns gekommen. Warum? Sie hatten gute Helfer. Die haben ihre Mazhab verbreitet. Die anderen hatten keine guten Helfer. Ja, jeder Mensch ist auf Hilfe angewiesen. Jetzt ist die große Frage, von wem verlange ich Hilfe? Bei wem nehme ich meinen Platz ein? Das ist ja der wichtige Punkt. Guck mal, in der Geschichte ist das häufig so, wenn ihr das beobachtet, es gibt viele Jamaat, ne, die werden zum Beispiel in den Knast gesteckt, die werden verboten, die werden gefoltert, die werden getötet, die werden der Hijra gezwungen, sie müssen Hijra machen. Es vergehen Jahre später, dann sehen sie irgendwann und sagen, naja, sagen sie, wir sind nicht weitergekommen. Nach Jahren, andere Leute haben große Moscheen aufgemacht, die haben Verlege, die haben Dernek, aber wir sind immer noch die im Knast sind, wir sind immer noch verboten, das geht nicht mehr so weiter. Die sagen, wir haben auf der Dunya, sind wir nicht weitergekommen. Was sagen sie? Wir müssen von den Möglichkeiten des Staats Gebrauch machen. Also was machen sie? Wir werden in die Demokratie reingehen, wir werden uns aufwählen lassen und wenn wir gewählt worden sind, werden wir das Geld und die Möglichkeiten ausschöpfen und dem Islam dienen. Das mag vielleicht erstmal logisch klingen, aber die Religion des Islam ist nicht zwangsläufig eine Religion, die auf Logik aufgebaut ist. Okay? Das geht so nicht. Allah sagt im Koran nämlich, Allah sagt, Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard, für die Leute, die anfangen danach die Gläubigen zu verlassen und bei den Mushrikun das Ansehen oder die Ehre oder das Gewinn, die Macht, das Besitz zu erlangen. Da sagt Allah, Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard, wissen sie denn nicht, dass Allah der Herrscher der Himmel und der Erde ist, dass er doch der Besitzer vom ganzen Mulk der Himmel und der Erde ist? وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Und wissen sie denn nicht, dass sie außer Allah weder Helfer noch Schutzherren haben? Dass sie anstatt Allah weder Helfer noch Schutzherren haben.
Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu diesen Leuten, die die Muslime verlassen und sagen, wir sind nicht weitergekommen auf der Dunya, jetzt machen wir das anders. Um Allahs Zufriedenheit zu gewinnen, werden wir jetzt mal unsere Methoden anwenden. Wir werden unseren Weg gehen, um Allahs Methoden, um Allahs Religion zu verbreiten, aber Allah will das nicht. Und Allah sagt, wissen Sie denn nicht, dass ich doch der bin, der das Macht besitzt, der denen das gibt. Wenn ich es euch nicht gegeben habe, dann liegt das an mir. Ich habe es euch nicht gegeben. Ich bin doch der Besitzer des Mulk. Und wissen Sie denn nicht, dass Sie außer mich weder Helfer noch Schutzherren haben? Aber Sie gehen und suchen bei Ihnen Helfer, Macht, Zugehörigkeit, gut sein, damit Ihnen nichts passiert. Guck mal, Allah beschreibt die Munafiqun in Medina und sagt, warum die Munafiqun zu Munafiqun wurden. Und Allah sagt, Bashiril Munafiqina bi anna lahum azabun alim. Verkünde den Munafiqun, dass es für sie eine schmerzhafte Strafe gibt. Warum? Warum gibt es für sie eine schmerzhafte Strafe? Allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sie haben die Ungläubigen statt den Gläubigen zu ihren Schutzherren, zu ihren Freunden genommen. Ayabtaruna indahum al-'izza. Suchen sie denn bei ihnen die Macht? Suchen sie denn bei diesen Ungläubigen die Kraft, die Macht? فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Aber die Ehre, die Macht gebührt einzig und allein, ist insgesamt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Hier kommt Allah und sagt, warum die Leute zu Munafiqun geworden sind. Sie haben die Gläubigen verlassen, haben sich auf die Seite der Ungläubigen gestellt, haben mit ihnen gesessen, haben bei ihnen das gesucht, alles. Aber Allah sagt, begreifen Sie nicht, dass bei mir die Izza, der Stolz, die Ehre und die Macht ist. Und wenn Allah einen Menschen erniedrigt hat, dann gibt es für diesen Menschen, auch wenn er auf der Erde geehrt worden ist, überhaupt keine Bedeutung mehr. Wenn du, nachdem du bei Allah erniedrigt worden bist, weil du die Seiten gewechselt hast, bei dem Mushrikun bist und die Grenzen Allahs überschritten hast und nicht die Methoden Allahs anwendest, wenn du doch jetzt auf der Welt geehrt bist, respektiert wirst, geehrt wirst, aber bei Allah bist du wertlos. Und Allah sagt im Koran, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Und wenn Allah jemanden erniedrigt hat, dann gibt es niemanden, der diesen wieder würdigen kann. Wenn Allah dich erniedrigt hat, dann gibt es für dich niemand mehr, der dich ehren kann. Und genau einen Vers weiter, kommt Allah und sagt, nachdem er gesagt hat, warum sind die Munafiqun zu Munafiqun geworden? Sie haben die Gläubigen verlassen, sind zu den Ungläubigen gegangen, haben dort sie als Schutzherr genommen, suchen sie bei ihnen etwa die Macht ist bei Allah. Dann sagt Allah, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Er hat euch doch bereits in seinem Buch offenbart, wenn ihr hört, dass man Allahs Zeichen verleugnet oder sich über die Zeichen lustig macht, dann sitzt nicht mit ihnen zusammen, bis sie das Gespräch gewechselt haben, sonst werdet ihr wie sie sein. Guckt diesen Vers auf die Leute, die ins Parlament heute gehen und sagen, unsere Nia ist der Islam, unsere Nia ist das Gute, wir wollen nicht schlecht, wir wollen die Scharia bringen. Sie gehen ins Parlament, 1:1 trifft das auf diese Leute zu. 1:1. Unsere Nia ist gut, wir gehen nur deswegen, weil wir den Muslimen dienen wollen, anders hat es nicht funktioniert. Was habt ihr denn für den Islam gemacht? So kriegen wir was, guck mal, wir haben jetzt die Ayah Sophia geöffnet, wir haben das gemacht, wir kriegen das hin. Allah sagt, nein, sie sind die Munafiqun, verkünde diesen Leuten die frohe Botschaft, dass sie eine schmerzhafte Strafe kriegen. Sie haben die Gläubigen verlassen und die Ungläubigen zu ihrem Schutz eingenommen. Sie haben die Macht bei ihnen gesucht, sagt Allah, wobei die Macht bei Allah ist. Und dann sagt Allah, wir haben euch doch bereits offenbart, wenn ihr mit ihnen sitzt und sie Allahs Zeichen verleugnen, seine Ayat verleugnen, steht auf, geht da weg. Oder ihr seid wie sie. 1:1 Leute im Parlament sitzen, die Verse treffen 1:1 auf diese Leute zu, die sagen, unsere Absicht ist gut, wir wollen dahin gehen. Guck mal, ich möchte zum letzten Thema kommen. Al-Malik und der Tawhid. Und zwar ist es ein Thema, was laut eigentlich manchen Gelehrten dieses Thema ein Achlaq-Thema ist. Guck mal, wenn ein Mensch im Achlaq-Thema sich daneben benimmt oder dagegen handelt, gegen den Achlaq, dann ist das Fasad. Dann sagt man Fasik zu ihm. Wenn jemand in der Aqidah zuwider handelt, sagt man zu ihm ein Muschrik, dann macht er Schirk. Das Thema ist Hasad, Neid. Eine Sache, die mit Eifersucht anfängt, endet mit Neid. Neid ist ein Thema, was eigentlich Achlaq ist. Ein Problem vom Achlaq ist. Aber es ist eigentlich ein Problem in der Aqidah sogar. Es ist ein Aqidah-Problem. Warum? Erstmal, Hasad bedeutet, Neid bedeutet, eine Gabe, ein Nimet, die Allah jemandem gegeben hat,
dass ich will, dass es von ihm weggenommen wird, dass es ihm weggeben wird. Und es gibt unterschiedliche Arten von Hasad. Allah hat jemandem eine Gabe gegeben, sei es Ilim, sei es Schönheit, sei es Vermögen, sei es eine Position, unterschiedlich, egal was, muss nicht nur Geld sein. Und ich sage, oh Allah, nimm das von ihm weg, lass es weggehen von ihm, gib mir das. Oder ich sage, oh Allah, wenn ich es habe, soll er es nicht haben. Oh Allah, wenn ich es nicht habe, soll er es auch nicht haben. Also man verlangt von Allah, dass er dieses Mulk von ihm wegmachen soll, weil man unzufrieden ist mit der Aufteilung Allahs. Guckt mal, ein Beispiel. 2 Brüder oder 2 Leute gehen heute raus. Wir gehen jetzt mittags raus und wir kommen beide zur selben Zeit abends nach Hause. Der eine hat 100 bekommen, der andere hat 1000 bekommen. Dann ist das, weil Allah das aufgeteilt hat. Allah hat das Mulk so aufgeteilt. Der eine, wir machen zusammen Ilim, wir mühen uns beide ab. Der eine, der lernt viel schneller, lernt viel besser, der andere weniger. Dann ist das, weil Allah das so gemacht hat. Allah hat das so aufgeteilt. Wenn der eine schöner ist als der andere, dann ist das so. Aber wenn jemand anfängt und kommt und sagt, warum habe ich weniger verdient, ich hätte eigentlich mehr verdienen sollen und der hätte weniger verdienen sollen, der verdient das nicht, ich verdiene das mehr, oder ich lerne doch so viel, ich verdiene das mehr, das Ilim, oder ich bin doch so und so, ich hätte das bekommen müssen und nicht er, dann ist man unzufrieden mit der Aufteilung Allahs und seinem Mulk. Und das ist eine Unzufriedenheit im Qadr und im Mulk und dies ist ein Aqidah-Problem. Guck mal, die Mushrikun in Mekka, warum sie nicht Iman gemacht haben, war Neid gewesen. Sie sagen, Allah sagt mit dem Koran, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Sie sagen, wäre doch dieser Koran auf einen mächtigen Mann in dieser 2 Städte doch gekommen. Und damit ist Taif und Mekka gemeint. Und sie haben gesagt, in Taif und in Mekka gibt es doch mächtige, reiche, starke Männer. Warum sendet Allah den Koran auf einen Weisen wie Mohammed herab? Ein Waisenkind, Mohammed. Der Koran hätte auf einen Reichen kommen müssen, auf einen mächtigen Mann. Sie waren unzufrieden. Allah sagt, Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Mischen Sie sich jetzt auch da ein? Mischen Sie sich jetzt auch in der Rahmat von Allah ein? Wo Allah seine Rahmat hätte aufteilen müssen. Und Allah sagt, nein. Sind Sie etwa diejenigen, welche die Gnade des Herrn, die Gnade Allahs verteilen, das Rahmat? نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. Wir verteilen unter ihnen ihren Lebensunterhalt im diesseitigen Leben. Wir verteilen das Rizq, so wie wir wollen, und wir erhöhen den einen von ihnen über den anderen um Stellungen. Das sagt Allah. Wenn Allah jemand anders auch hervorgehoben hat, als mehr Wissen oder vom Rangstufe her, dann ist es auch, weil Allah es gemacht hat. Es gibt keinen Grund für dein Hasad und Neid. Die Mushrikun haben gesagt, wir glauben nicht, warum ist dieser Koran auf Mohammed gekommen. Der hätte auf jemand anders kommen müssen. Das haben die gesagt. Die Christen und Juden, genauso. Allah sagte mir im Koran, die Christen und Juden kennen den Propheten genauso wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Warum? Weil in ihren Büchern waren die Merkmale vorgeschrieben. Und Allah sagt, sie glauben nicht. Warum? Weil sie Neid in sich haben. Sie sagen, einer von uns hätte Prophet werden müssen. Sie waren wieder unzufrieden damit, diese Neid. Und Allah sagt mit dem Koran ein anderer Vers, viele von den Besitzern des Buches möchten euch, nachdem ihr gläubig geworden seid, gerne wieder zu Ungläubigen machen. Warum aber? Warum wollen sie es wieder zu Ungläubigen machen? Aus Neid in ihren Seelen, nachdem ihnen die Wahrheit klar gemacht worden ist. Das ist Neid. Guckt mal, deswegen ist Hasad ein Thema, wo ihr vielleicht glauben mögt, das ist ein Achlaq-Thema, aber es endet in Aqidah. Es beginnt mit Eifersucht, aber es ist ein Aqidah-Problem. Deswegen muss man aufpassen in der Neid. Er soll es nicht besitzen, ich habe es mehr verdient, er soll es nicht haben. Das ist sehr gefährlich. Es kann auch manchmal sein, dass es 2 islamische Jamaat gibt. Die eine, die strengt sich an, müht sich ab, extrem. Es sieht so aus, als würde die mehr machen, also jetzt vom Außen gesehen, aber Allah gibt der anderen viel mehr und die andere steigt viel höher. Das ist so. Die andere steigt viel mehr. Dann ist das auch von Allah seine Aufteilung. Weil Allah hebt empor und erniedrigt, wen er will. Dies ist auch von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist wichtig, dass wir müssen wissen, dass Allah der Besitzer ist und dass Allah seine Rahmat aufteilt. Denn Allah sagt, قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Gewiss, die Huld liegt in Allahs Hand, er gewährt sie, wem er will, und Allah ist allumfassend und allwissend. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Er bevorzugt mit seiner Gnade, wen er will, und Allah
und Allah ist von unermesslicher Gunst. So, das war das Thema Al-Malik und der Tawhid. In Hasad, in der Hakimiyya, in Dua, in Shafa'at, in Al-Wala, Wal-Bara. Man könnte noch weiter darüber sprechen, aber das waren so die wichtigsten, die wollte ich ankratzen. Wir haben ja sowieso einen Tawhid-Kurs gemacht, der Bruder Furkan, den könnt ihr euch angucken. Das waren aber jetzt angekratzt an diese Themen, dass der Name Al-Malik diese Tawhid-Sachen in dem Herzen verinnerlicht und in der Gesellschaft den Schirk oder die Argumente Schirk vernichtet. Guck mal, was haben wir jetzt davon, wenn wir wissen, dass Allah Al-Malik ist, dass Allah der wahre Herrscher der Himmel und Erde ist? Wenn wir verstehen, dass Allah Al-Malik ist und dies verinnerlichen, dann wissen wir, dass Allah der Besitzer ist und ihm gehört alles, was im Himmel und was auf Erden ist. Das heißt, du wirst nicht mehr von jemand anders verlangen, sondern du wirst direkt von Allah verlangen. Wenn du das begreifst, dass Allah Al-Malik ist, dann verlangst du nur noch von Allah. Du verlangst von dem wahren Besitzer, den wirklich das besitzt. Und nicht von jemandem, der es nicht besitzt, der dir nicht helfen kann, der dir nur Worte zuspricht, von dem der in Wahrheit alles besitzt. Wenn wir wissen, dass Allah Al-Malik ist, dann wissen wir, nach welchen Gesetzen wir uns zu richten haben. Wenn wir wissen, dass Allah Al-Malik ist, dann wissen wir, dass Allah der einzig wahre Gesetzgeber ist und dass wir nur Allahs Anweisung folgen müssen und niemand anderen Gesetzgebung zu gehorchen haben. Wenn wir wissen, dass Allah Al-Malik ist, wissen wir, dass wenn Allah sein Mulk aufteilt, dass wir keine Eifersucht oder Neid haben müssen, weil er verteilt sein Mulk, wie er will und man ist bescheidener. Wenn wir wissen, dass Allah Al-Malik ist, dann werden wir, wenn wir nächstes Mal geprüft werden mit dem Besitz und Allah uns Besitz gibt, dann sagen wir, das Besitz gehört nicht uns, Allah ist der wahre Besitzer, er ist nur eine Amana. Wenn wir wissen, dass Allah Al-Malik ist, und wenn Allah uns keinen Besitz gibt, dann wissen wir, dass Ehre und Besitztum nichts miteinander zu tun hat. Wenn Allah jemandem was gibt, Mulk, heißt das nicht, dass er geehrt ist. Und dann wissen wir, dass wir nicht im Mulk die Ehre suchen sollen, sondern dass wir die Ehre in der Ibadah zu Allah suchen müssen. Wenn wir begreifen, dass Allah Al-Malik ist, dann wirst du, egal wie mächtig du bist, egal ob du ein Emir bist, ein Sultan bist, ein Kalif bist, ein Präsident bist, ein König bist, wirst du immer verstehen, dass über dir der wahre Al-Malik ist. Fata'ala Allahu al-Malikul Haq. Der Al-Haq, der Malik, der Haq ist, über dir steht und du eigentlich überhaupt kein Malik bist. Dein Besitztum wird vergehen, dein Reichtum wird vergehen. Derjenige, der beständig bleibt, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen könnt ihr mit dem Namen Allahs Al-Malik Tawassul machen, Dua machen zu Allah und all diese Sachen anfordern. Wenn ihr ein Anliegen habt, wenn ihr etwas verlangt, wenn ihr Macht, wenn ihr Besitz haben wollt, wenn ihr Bescheidenheit haben wollt, egal in welcher Situation ihr euch befindet, könnt ihr Allah mit dem Namen Al-Malik anflehen und anbitten. Ich möchte zuletzt ein Dua aufzählen, ein Dua aufsagen, was im edlen Koran und ein Hadith, ich füge die zusammen, über Al-Malik zusammenfügen. Allah sagt im edlen Koran, wenn ihr Dua macht mit Al-Malik, könnt ihr machen, Allahumma malikul mulk, tu'til mulka man tasha'u, wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u, wa tu'izzu man tasha'u, wa tuzillu man tasha'u, biyadika al-khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Sag, O Allah, Besitzer aller Herrschaft, du verleihst die Herrschaft, wen du willst, du entziehst die Herrschaft, wen du möchtest. Du erhöhst, wen du willst und du erniedrigst, wen du willst. Bei dir allein, in deiner Hand allein liegt das ganze Gute. Du bist über alles mächtig. وَجَهْدُ وَجْهَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ich wende mein Gesicht in völliger Hingabe zu dem Urheber, dem Schöpfer der Himmel und der Erde und ich bin nicht einer von den Mushrikun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umir wa ana min al-Muslimin. Mein Leben, meine Gebete, mein Tod, meine Opferung gebühren einzig und allein Allah, dem Rabb aller Welten. Und ich mache kein Schirk. Und ich bin einer von den Muslimen. Allahumma anta al-Maliku la ilaha illa anta. O Allah, du bist Al-Malik. Du bist der Herrscher. Es gibt keinen Gott außer dir. Anta Rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi. Du bist mein Rabb
und ich bin dein Diener. Ich habe mir gegenüber selbst Zulm, meinem Nefs selbst Zulm zugetan. وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ich gestehe meine Sünden, o Allah. Ich gestehe meine Sünden, so bitte ich dich um Vergebung. Vergib mir meine Sünden. Denn, o Allah, wer außer dir soll meine Sünden vergeben? وَهْدِينِي أَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي أَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. O Allah, führe mich auf den besten Akhlaq. Leite mich recht auf den besten Akhlaq. Denn, o Allah, wer außer dir soll mich recht leiten auf den besten Akhlaq? وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا وَلَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. O Allah, und nimm das Schlechte von mir weg. Nimm das schlechte Akhlaq von mir weg. Denn, o Allah, wer außer dir soll das Schlechte von mir wegnehmen? لَبَّيْكَ وَسَعَدَيْكَ. O Allah, ich habe gehorcht und bin dem gefolgt, dein Ruf gefolgt. وَالْخَيْرُ كُلُّ فِي يَدِكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Das Gute allsamt liegt in deiner Hand und das Schlechte erreicht dich nicht. Das Schlechte kann dir nichts anrichten. أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. Meine Kraft wie Existenz ist dir, deiner Gnade zu verdanken, und ich wende mich an dich flehend. Du bist gesegnet und du bist erhöht. Ich bitte dich um Vergebung und wende mich in Buße und Vergebung an dich. Das war's mit dem heutigen Vortrag Al-Malik und der Tawhid. Wir werden im nächsten Unterricht, inshallah, den nächsten Namen von Asma'ul Husna Allahs weitermachen. Und wir werden höchstwahrscheinlich nächste Woche weitermachen, inshallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.